Everything you need is right in front of you, Ja, salut zusammen. Willkommen zu einer neuen Woche. Ich bin da hinten gerade auf dem Peace Circle. Essen sind natürlich auch da. Wir sind ein bisschen am Aufräumen. Hey, Breeze! Und ja, es sieht gar nicht schlecht aus. Wenn du mit den richtigen Leuten Party machst, ist auch nicht überall Abfall rumliegen und so Sachen. Also von dem her, tipptopp, müssen wir eigentlich nur alles in den Führer tragen. Und dann haben wir es schon. Aber ja, so starten wir jetzt an dem Sonntagmorgen in die neue Woche. When you learn to see good things come to you, all you have to do is stop and take a look around. Es ist Montagmorgen, Andreas ist noch da. Von Italien sind noch Besuch da. Oh, Monira ist mit dem Giovanni am Chef umsühnen. Und wir machen hier heute fertig. Ist das Ziel. Fertig mauern und terrassieren. Terrasse ziehen wir jetzt gerade weiter. Eine grosse Terrasse ist am schönsten und so machen wir es. Und dann beschäftigen wir umweiden, weil es eben umgeweidet werden, plus zum können da noch mehr Steine rausholen. Giovanni und Monira sind bald fertig. Da sieht es auch anders aus. So wie da. Und gleichzeitig sieht es auch da ganz anders aus. Genau. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Ausgelegt, bereit. Fundament. Fast fertig. Yes, das Nüli. First you have to learn to stop and take a look around. Take a look around. Listen to the sound. So, jetzt ist dann bald Mittag. Die grossen Steine werden schon gebracht. Da, die Mauer ist schon voll im Gange. Herrlich, oder? Und die Mauer ist also fast gerade. Die starken Jungs, weißt du, wenn es um Mauern bauen geht, kann man sexistisch sein. Die Jungs haben da die schweren Steine gebracht, das ist schon der Abschluss. Seht ihr, und von da aus können wir jetzt schön in die Terrasse rein, da alles geben. Genau, oder so sieht es aus, wenn wir jetzt in den Mittag gehen. Einen guten zusammen. If you wanna know what your soil Girls, is what are you guys making now? What we decided to design here? Sofa! And I'm going to call it the witch's sofa. The three witches. And then we have like the three wise monkeys. We'll have the three wise witches. and what is gonna grow. So, from now, this is the hotel garden. All you have to do is stop and take a look around. Take a look around. Get your hands into So schön, the neue ground. Garten. How did you say it again, the name? Hotel. Ja, ab jetzt ist es Hotels Garten. Und wie immer tun unsere Esel das natürlich alles kontrollieren, Wurzel fressen und sich den Bauch vollschlagen. So schön, so schön. Kollateralschaden nennt man doch das. Ja, der muss wieder mal gepflegt werden. Aber für das ist er da zum Auffangen und Einsperren. Das haben wir heute nicht gemacht, aber dafür da umso mehr. Genau, das wollte ich euch zeigen. Der erste Mauer bis dafür fertig. Schau mal, Preis hat mega Freude. Da hinten gibt es ein Hexensofa, das zeige ich euch nachher. Und da sind wir weiter, aber noch nicht so weit. Und da, eben, das habt ihr ja schon gesehen, von einem anderen Winkel. Und alles zusammen gibt so ein schönes Bild. Don't be scared of the dirt.
it isn't gonna hurt. And if you're braver, try the flavor. Take a handful of that land. Und das sind natürlich nachher alles anpflanzbare Gärten. Viel besser und viel. Ja, und der Hummus da, das ist einfach Hammer. Weil dahin habe ich ja das allererste, was ich gemacht habe, ist ja die 2 Gärten gemacht. Preis tut es markieren. Zufrieden ist sie, das heisst, es ist ein gutes Zeichen, mein Revier. Aber ja, habe ich ja den Garten gemacht und einfach mit Schrott gefüllt, also mit Abfall, Gartenabfall, Stock, Holz, Küche. Und das ist einfach das, was daraus rausgekommen ist aus dem Garten, die wunderschöne Erde. Da hinten gibt es nochmal einen Garten, herrlich. Und dann muss der Monsun, ist lustig, Esel tun alle am gleichen Punkt brinzeln. Und wenn es dann die Sonne nachher merkt, kommt sie auch noch und tut auch noch brinzeln. Ja, ja. Da Sonny und Damen ist, habe ich sie jetzt nicht beim bisschen gefilmt, nein, mit Spaß gewesen. Aber auch sie hat noch da gebessert. Ihr lustig. Alle 3 immer am gleichen Ort. Immer. Ich finde das so spannend. Und das, Damen und Herren, ist unser neues Hexensofa. Wieso Hexensofa? Ja, wie die 3 Hexen haben es gemacht. Elena ist ja noch auf Besuch. Und Monira und Desiree haben da jetzt das 3. das Sofa, das Steinsofa designt und herrlich ist. Weil du kannst auch da sitzen, wenn du an der Bar etwas zu trinken genommen hast. So, es regnet. Es wird kitschig. Wir gehen rein, Desiree und Andreas sind schon lange um die Nachtkochen parat machen. Es gibt Suppe. Kürbis und Herdöpfelsuppe, herrlich. Ja, gewinnen. Das war der Montag. Morgen Dienstag habe ich Schule und alle anderen haben frei. Und ja, darum sage ich, hey, bis am Mittwoch. Oh yeah, take a look, take a look, take a look. Read the landscape like a book. Interact, low impact, get your feedback when you take a look around. Abundance will abound. Jetzt sind wir hier hinten am Kompost biegen und kehren und gleichzeitig sind wir halbfertigen Kompost am Führen zu den Gärten, also zu der neuen Terrasse. Das eine ist ja schon fertig und das mulche ich jetzt mit halbfertigem Kompost, damit es über Winter schön noch fertig werden kann. The problem is the solution. So, der Hotelgarten ist jetzt frisch Kompost, frisch gemulcht und mit nassem. Der mulchte Stroh ist aus dem Schafstall, also der hat auch schon den Prozess drin, den Vermutterungsprozess, herrlich. Also ist der Frühlingsbeet bereit. Gut, als nächstes müssen wir noch weitermachen. Da hinten oben lasse ich noch. Ja, jetzt gibt es als nächstes hier die Mauer. Aber wir haben nicht mehr so viel Steine, darum müssen wir Steine suchen. Steine sind gefragt. Die ist Not a good idea. not throwing, more dropping. Und so uns das einfach machen, indem wir oben runterschmeißen. Und eben, weil wir Arbeiten miteinander verbinden, sind wir ja gleichzeitig auch die Schweizer Häusle am Aufräumen. Wie schon mal gesagt. Ja, anstatt einfach nur Schweizer Häusle aufräumen und alles biegen, dann wir fortlaufend aufräumen und alles benutzen. Just depends on your perception. Try to change yourself. Ja, immer mehr und mehr Steine werden da rausgenommen. Und es wird immer spannender und spannender. Das Ziel ist eben, das Schweizer Häuschen so aufgeräumt zu haben, dass man den Boden findet und klar, damit wir die Räume sehen und wieder benutzen und restaurieren. Im Sinne von einfach mal das Fundament und den Dreck weg. Und so Zeug, alles muss raus. Alles muss sauber werden. Aber eigentlich geht es um die Steine, die man sammelt. On the inside and the out. Yes? Cause when you observe yourself, you see everything else. Make good use of it now. If we push all together, we can do it.
but we need. You can do anything you want when it's good for you and good for everyone. So, das dritte Mauer ist vorbei, fertig. Kann man es nur noch eingraben. Da beim zweiten Mauer sind wir den Weg noch am Weiterziehen, abschliessen. Aber jetzt haben wir alles Stein gebraucht. Und da vorne haben wir auch noch Stein. Schon weitergemacht. Aber jetzt ist Mittag. Well, there's no need to wait, just activate. Do what you can with what you've got. You can be anything you We want. finish, guys. We put compass. When you is who you is, playing your own part. Well, it's alright to listen to suggestions, but just be who you are. 'Cause it's gonna be right. It's gonna be right. Put your mind to what you want. Write it down every night. 'Cause it's gonna be right. When the time is right. Well, you can't go wrong when it's right. And you can have anything you want. When you realize the best things ain't things at all. Violetto Ritalin ist sogar essbar anscheinend. Aber ja, wir lassen es jetzt mal stehen, damit es weiter wachsen kann und mehr verteilen. And what you have improves with gratitude. So just love what you've got. Wir haben momentan Besuch und darum gibt es nicht so viele Videos von den letzten paar Tagen. Die Geissen haben es zugegeben wie immer. Und ja, wir haben entschieden, also ich habe entschieden, ich möchte die Geissen drastisch reduzieren. Also wenn möchte jemand eine von unseren Geissen zu sich aufnehmen, also mehrere zusammen, dann darfst du dich melden. Weil unsere Geissen suchen das neues Zuhause. Die einen. Ja, das habe ich müssen. Einfach so mit der Situation, mit Mitbewohnern, nicht Mitbewohnern hin und her und dies und das. Ich habe einfach entscheiden für mich, dass ich mir den Arbeitsaufwand, ich kann es nicht mehr tragen. Also nicht gerecht werden mir selber und ja, und das ist zu viel. Für einen allein sind 13 Geissen zu viel. Also vor allem unsere Geissen. Genau in dem Gelände, mit unserem Budget und unserem Material ist das einfach zu viel. So, der Kompost ist auch wieder gut. Ja, das ist auch so eine regelmäßige Arbeit, alle 2-3 Tage, die muss gemacht werden. Weil eben Terrassen sind ja gefüllt worden. Es braucht es. Und jetzt nehmen wir auch vom fertigen Kompost, damit wir Blumen pflanzen können. Also ist das wichtig, weil wir haben ja gesehen, den Sommer und Frühling und Herbst ist noch nicht so viel gewachsen bei uns, weil die Böden einfach noch mehr Nährstoff brauchen. Und das ist genau Bodennährstoff. Der Andreas hat uns einen Sack voll Kräuter und Beeren gebracht. Und die sind wir jetzt am Pflanzen. Und ja, schön ist es. So, da haben wir jetzt den Hag rund um die Sonnenblumen und die Terrassen auch weggenommen.
Wir sollen doch den Esel jetzt da aufräumen und essen und gut ist. Dinge vertrampeln, ja halt weiden. Aber es ist schon so viel grün und schon so viel verwachsener, als es je war. Zudem habe ich einen Haufen Sonnenblumenköpfe. Einen Haufen lasse ich stehen für die Insekten und die Vögel. Die gehen natürlich zusammen. Ich will noch mit Sonnenblumensämli natürlich zum Weiter abpflanzen und verteilen. Da habe ich so einen hängenden Widder für 4,20 Franken im Jumbo bekommen. Das haben wir jetzt hier in der Kottengarten haben wir so einen Topf gehabt, aus Stein, und der ist jetzt integriert. Mal schauen. Hoffentlich, liebe Universum, dass es ein wunderschöner hängender Widder ist, da zum Eingang vom Haus, von der Stege und von der Kottengarten. Jetzt hier im Pure Wieder beim Schmini mal aufgemacht, um zu schauen, was wir finden. Und wir haben einiges gefunden. Und wir machen die Wand auf. Weil da innen gibt es eine Küche und Warmwasser und Heizung. Und der geht durch ins andere Zimmer. Kommt da raus. Und geht da für eine Sitzbank. Ja, vielleicht glaubst du nicht, aber es fängt jetzt an. Wir sind jetzt dran am neuesten Projekt. Und ja, merkt euch das, es wird bald anders aussehen. If it feeds your soul and anything beyond, well, you'll have way more if you share it round. So give it everything you've got, and it's gonna be right. It's gonna be right. Put your mind to what you want. Write it down every night, 'cause it's gonna be right. When the time is right, well, you can't go wrong when it's right. Es ist Sonntagmorgen. Die Geissen sind im Stall. Dafür die Esel draus. Der Nebel ist dicht, wirklich dicht. Aber wir gehen jetzt die anderen suchen, weil sie sind jetzt all am Umzäunen. Ganz in der Rille. Ein dichter Nebel am Umzäunen, weil die Geissen müssen wieder gezügelt werden, egal was für Wetter. Ich habe Glück, dass es Sonntag ist und ich darf jetzt das Video fertig machen, weitermachen. Wegen dem Nebel läuft der Generator, damit ich überhaupt Strom habe zum Video schneiden. Genau. Aber zuerst möchte ich euch schnell zeigen. Seht ihr? Da ist Desiree mit dem Finn. Der Finn ist wieder da. Hey, und gell Finn, jetzt bist du eine Woche da? Ja. Ohne Mami? Ja. Yes, der Finn. Der Finn gibt es sich gut und kommt in die erste Woche zusammen mit mir und Claudia und Desiree und Monira und all zusammen. Da zum eine Woche lernen, ein bisschen sein, ohne Mami und Papi. Aber das ist herrlich, weil wir haben Freude, wenn der Finn da ist. Immer Freude. Also, nächste Woche fangen wir an, wir nehmen alles auseinander. Im Pur wieder. Wir fangen an, aufbauen. Wir werden auch Holz schneiden, wenn das Wetter wieder besser wird. Aber jetzt wo Claudia ihre Stimme wieder hat, das haben ja anfangs Videos gesehen. Jetzt gerade, Claudia, Ja. hey, lang ist her, seit du das letzte Mal gesagt hast. Ja, und man hat es auch einigermaßen gut verstanden. Aber ihr hört es, ist noch nicht 100%, es ist 99%, aber ich würde sagen,
das Beste, was ich in den letzten 4 Wochen hatte. Ja, oder so. mindestens Ja. 4. Ja, die Zeit ist schwammig da oben, vor mit dem Nebel. Aber ja, Tom, kommen wir jetzt zum Ende des Videos. Sagen danke vielmals fürs Schauen. Schön gibt's dich. Teilen, liken, abonnieren, weiterverzählen. Unbedingt. Und ja, hey, habt euch Sorge. Sind achtsam und den euren Teil beitragen. Weil du bist ein guter Teil davon. Tschüss zusammen. Bye, bye.